Aber damit du dich nicht ganz allein fühlst, hat sich der Mike bereit erklärt, ein bisschen auf dich aufzupassen. Der Kalle hat herumgeschumpft wie ein Rohrspatz und ist mit unseren Freunden zurück zum Bungalow. Der Friedhelm hat sich nochmal ausgiebig vom Tausendschön verabschiedet. Der Kalle hat sich vorgenommen, den Abend mit seinem Detektivbuch zu verbringen. Aber voran hat sich noch der Tausendschön gemeldet. Jo, sicher Tausendschön. So, jetzt gehen wir noch einen Obigspaziergang machen. Oh, hoffentlich treffen wir nicht den Mike an. Hoi zusammen. Was machst denn du da? Ich kann nur mit dem Hund raus wollen. Aha. Ist das dein Hund? Ja, also genau genommen gehört er meinen Freunden. Und ihr dürft tatsächlich Hunde mitnehmen ins Lager? Was macht er für ein komisches Geräusch? Er pfeift durch seine Zahnlücke durch. Das macht er immer, wenn er aufgeregt ist. Und warum ist er denn jetzt aufgeregt? Ja, er muss dringend brünzeln. Und wenn ich etwa nicht bald mit ihm raus kann, dann macht er noch auf den Teppich. Und das wollen wir ja nicht, gell? Also komm, ich begleite euch. Ein komischer kleiner Hund ist da. Ich habe noch nie von einem gehört, der pfeift, wenn er bisseln muss. Ah, der pfeift auch sonst. Das macht aber nichts. Er wohnt im Schrebergarten von meinem Onkel und meiner Tante. Dort kann er raus, immer wenn er will. Irgendwie gefällt er mir. Aber jetzt sag mal, ihr habt euch den eigentlich hierhin gebracht, oder? Stimmt, wir hatten niemanden, der zu ihm schauen konnte, wenn wir da sind. Darum haben wir ihn mitgenommen. Ich habe ihn in einer Reisetasche versteckt. Jetzt verstehe ich. Dein Klassenlehrer hat mir heute Mittag erzählt, dass du krank bist und darum allein in einem Abteil fahren. Es war wegen ihm, gell? Wie heisst er eigentlich? Tausendschön. Das passt ja. Freut mich Tausendschön. Ich bin der Mike. Mike, verpfiffst du uns jetzt? Bei deinen Lehrern? Nein, so etwas mache ich nicht. Schliesslich bin ich vor gar nicht langer Zeit selber noch in der Schule gewesen. Aber ich glaube nicht, dass ihr das noch lange geheim behalten könnt, wenn ihr immer mit dem raus müsst. Aber von mir erfahrt niemand etwas. Das verspreche ich dir. So, ich gehe jetzt wieder rein. Bleibt nicht zu lange draussen, ihr zwei. Alles klar. Ich lasse ihn nur ein bisschen rumspringen. Er hat sich heute ja fast nicht bewegen. Ciao, Mike. Tschüss. Der Kalle hat sich richtig gut gefühlt. Ein Männergespräch war genau das, was er gebraucht hat. Träumerisch ist er an seinem Bungalow gelehnt und hat zum Mond hochgeschaut, der in der Zwischenzeit aufgegangen ist. Da plötzlich ein Geräusch.